Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch. Heute verschlägt uns Ciano in weite Ferne. Nein, sage ich. Wir gehen auf Deutschland und für mich ist Deutschland, wenn ich so ans Essen denke, einfach so gute Hausmannskost, grosse Essen, Braten, Reis, Teigwaren, einfach fein daheim und für viele Leute. Und ich habe mir vorgenommen, einen Braten zu machen. Weil für mich, ich mache nicht so viel Braten, ich finde das immer eigentlich etwas mega Feines. Und ich habe hier ein mega schönes, feines Bratenstück bekommen, vom Bauernhof in der Nähe. Wenn ich jetzt so winke, dann winke ich wahrscheinlich den Bauernhof her. Und ich habe von Ciano einen Estragon-Rucola-Senf bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass die beiden harmonieren wahnsinnig gut zusammen. Und das ist Senf vom Herr Weber. Und das ist ein ganz herziges Lädeli und eine ganz herzige Geschichte. Es ist einfach so, der Herr Weber, den gibt es wirklich, Moment schnell. Den Herr Weber, den gibt es eben wirklich. Der hat, der hat eigentlich Koch gelernt und hat schon ganz viel an vielen verschiedenen Orten gekocht. Und er hat mal als Weihnachtsgeschenk so einen Geschenkkorb gemacht, wo er eben so einen selber gemachten Senf reingetan hat. Und dann haben immer wieder die Leute gesagt, wir wollen von deinem Senf, bla bla bla. Und dann ist, glaube ich, sogar noch der Dorfladen auf ihn zugekommen, dass er eben gerne seinen Senf möchte verkaufen. Und jetzt macht er, ja, jetzt hat er wirklich eine eigene Homepage und macht eben wirklich die speziellen Senfe. Und jetzt habe ich eben da Estragon und Rucola-Senf, bin ich gespannt. Und wir reiben jetzt das gute Stück hier mit dem ein. Ups. Schmeckt gut. Gute Schärfe. Also. Wir machen das mit den Hängen. Ja, die Hänge waschen. So. Den schön einreiben hier. Den Bitz. Dann muss man nicht knausern. So. Jetzt tue ich den Braten hier von allen Seiten heute etwa 3-4 Minuten einfach scharf anbraten. Jetzt habe ich den Braten angebraten von allen Seiten und jetzt tue ich ihn bei etwa 80 Grad mal so 2 Stunden in den Ofen rein, mit dem Bratenthermometer. Tue ich mit dem Bratenthermometer schaue, dass er etwa so innen etwa 60 Grad ist. Ein guter Braten braucht auch eine gute Sauce. Und ich mache heute eine Pfeffersauce mit Morcheln drin. Und wenn man Pfeffersauce macht, muss man wirklich guten Pfeffer haben. Und den habe ich hier von Ankerkraut. Ich bin verliebt. Ich muss es wirklich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so der Gewürzmischung-Typ und Typ, aber die machen so cooles Zeug. Also Chili con Carne, Barbecue Dust, wirklich, die machen so feine Sachen. Die haben ihre Firma in Hamburg. Und der das erfunden hat, oder der einfach eben die Idee hatte, der hat in Afrika gelebt, lang, und hat dort einfach gesagt, die Gewürze sind dort einfach anders, oder? Weil sie einfach nicht so verarbeitet werden, nicht so einen weiten Transportweg haben. Und da er jetzt in Hamburg ist es wirklich bei ihm so, dass er wirklich die Gewürze frisch vom Schiff wirklich überkommt und wirklich nur eigentlich praktisch alles per Handarbeit abfüllen, mischen und so weiter und so fort. Und darum haben einfach die Gewürze einfach einen besseren Geschmack. Das ist der Hammer. Und darum habe ich jetzt mega Freude, dass ich da den Steakpfeffer aus Hamburg habe. Und mit dem machen wir jetzt eine Süße. Nein, das geht in die Nase rein. Das ist so herrlich. Hallo. Für so eine Sauce brauchen wir eigentlich einfach ein bisschen Anke, Zwiebeln, Knoblauch, Morcheln, die habe ich einfach eingelegt. Also es gibt keine frische Morcheln im Moment, das ist ein Verkühlungspilz. Dann habe ich Bratenfond, Niedeln und ein Schlüssel Weisse. Und das ist schon alles. Und jetzt tun wir zuerst da ein bisschen Anke in die Pfanne schmelzen. Jetzt fängt das hier so ein bisschen an zu schäumeln. Und jetzt tue ich mal die Zwiebeln und den Knoblauch rein. Den einfach so ein bisschen andünsten. Nicht allzu heiß. Und dann gehe ich wirklich einen Esslöffel Pfeffer rein. Also man darf ordentlich. Also für Pfeffer ist wirklich für Pfefferliebhaber. Es sieht einfach schon nur wie es aussieht. Echt der Hammer. So, komm, okay, noch ein bisschen. So. Und jetzt wirklich nicht zu heiß.
Sonst wird das Zeug nämlich bitter. Einfach da ein bisschen in diesem Anken dünsten. Jetzt gebe ich noch die Morcheln dazu. Mein absolutes Lieblingspilz. Dann mit Weissen ablöschen. Und den Weisswein jetzt einfach so lange einkochen, bis er sicher nur noch ein Drittel da ist. Dann kommt der Braten vor. So. Und das jetzt sicher auch wieder mindestens zur Hälfte einkochen, sodass es richtig Gespäuz gibt, die Sauce. Jetzt ist das reduziert und jetzt kommt am Schluss noch der Rahm rein. Und jetzt muss man das eigentlich auch noch aufkochen und dann einfach mit den üblichen Verdächtigen abschmecken. Also mit Pfeffer wohl kaum, aber natürlich mit Salz. Dann kann man das auf die Seite tun und dann haben wir ein wunderbares Sauce zu diesem prächtigen Brätchen dort hinten. Ich freue mich. Bis später. Perfekt. Einfach perfekt. Schaut die Farbe. Anrichten. Auf einem Tauerli. Und dann darf natürlich nicht die feine Sauce fehlen. Ich bin gespannt. Richtig schön saftig. Die sendige Note kommt durch und einfach die Pfeffersauce, die ist der absolute Hammer. Ich kann euch jetzt nur eins empfehlen. Jetzt geht ihr auf die ciara.ch-Seite und bestellt euch die Produkte und probiert es selber aus. Es ist wirklich, man sagt immer so, ja, man kann ja normales Zeug nehmen und das Hipsterli-Zeug. Nein, es ist genau das, was einfach super ist. Wirklich kleine Hersteller, die wirklich einfach, da merkst du das Herzblut dahinter. Und das lohnt sich einfach. Es ist wirklich so ein feines Sache. Und jetzt gibt es bei uns noch ein bisschen Teigwaren dazu und Bohnen. Und dann habe ich ein perfektes Abendessen. Hausmannskost. Bis gleich.